Ja, ich frage mich eben immer, weil ich höre so Musik, wo ich keine Ahnung habe von Sprache. Also wirklich kann ich so Dinari Wen oder so, Tuareg, so Desert Blues. Ich verstehe ja kein Wort. Und ich finde es so nice. So. Und es ist einfach verstanden. Wieso kann das nicht auch Schweizerdeutsch in einem anderen Land sein? Dass sie Schweizerdeutsch hören und wieso sie, ich verstehe nichts, aber ich finde es richtig cool. So. Es hat bei mir auch etwas in meinem Mindset geändert, so wie das ich jetzt so wie Musiker da sein gestalten. Vorher bin ich mir so ein bisschen, hey, ich finde es auch noch cool zum Aufnehmen oder coole Songs schreiben, die nachher releasen. Und jetzt bin ich so, hey, nein, so, ich muss so ein bisschen mehr in die Bereiche auch gehen, wo halt eben AI nicht kann gehen, wie so ein bisschen innovativer, live, so wirklich gut sich etablieren und so. Das hat schon ein bisschen einen Wandel gemacht bei mir, ja. Der Funke, der alles am Leben behaltet, ist wie so die Freude an Musik, wie so die Freude am Songs schreiben, das auch zu teilen mit anderen, die Freude am Live-Spielen. Und wenn man das dann umwandelt in ich mache es nur noch, wenn ich jetzt wirklich finanziell erfolgreich bin, dann hört man auf. Also das machst du dann nicht. Helvetica ist der Podcast über Schweizer Musikmenschen und ihre Geschichten. In jeder Folge gibt es ein Gespräch rund um ein zentrales Thema. Persönlich, offen und ganz nah dran. Ein Sound, der groovt, ziemlich extrem Stimmung auslöst und der gleichzeitig auch dort und da zum Nachdenken anregt. Das ist der Sound von Dendala. Hey, der Andrin ist heute hier zu Gast bei mir. Er hat die Band vor etwa 5 Jahren gegründet und ist, glaube ich, auch ein Abgänger von der ZHDK, wie schon ein paar Gäste bei mir im Podcast. Er hat, als er die Band gegründet hat, meiner Meinung nach eine klare Vision und eine Haltung darüber, was er mit dieser Band machen will. Darüber reden wir in der nächsten Stunde. Und dann auch natürlich darüber, wie es so ist als Musiker zwischen Studio und live auf der Bühne und wie es so ist, als Schweizer Musiker zu überleben. Hoi, Andrin. Ja, hoi, merci vielmals, kann ich da sein? Hey, und schön, dass es geklappt. Wir haben ja schon ein paar Mal verschieben, aber es ist mir nicht gegangen, dann bist du krank gewesen, glaube ich, vor letzter Woche. Ja, und jetzt bin ich fast noch krank geworden. Ich dachte, scheiße. Darum, wenn meine Stimme jetzt nicht voll gut ist, dann liegt es da dran, aber ich glaube, sie tut gut. Hey, fangen wir gerade an. Ja. Vielleicht gerade zu diesem Thema, fällt mir jetzt gerade spontan ein, hast du das Gefühl, Musik trägt auch zur Gesundheit bei? Ja, also auf jeden Fall. Also sicher, mentale Gesundheit ist sehr von Musik abhängig, ja. Aber ich finde, ja. Also würde ich die Frage stellen, jetzt gerade, weil ich gerade so ein bisschen finde, Dendala ist so ein bisschen etwas, wo so, wie ich es jetzt gerade mal auf dem Intro gesagt habe, was so ein bisschen auf die mentale Gesundheit eine Auswirkung hat. Ja. Also ich finde schon, Musik kann wie so eine Droge sein, so ein psychisch in eine Richtung lenken, ja. Und wie so etwas verstärken. Und ja, aber ich weiss jetzt nicht, ob jetzt, wenn man krank ist und dann möglichst viel Musik hört, ob man dann schneller gesungen wird. Das weiss ich nicht. Aber ja, ich habe sicher das Gefühl, es hat einen grossen Einfluss auf die Psyche von einem Menschen und man kann das so wie so ein bisschen in eine Richtung lenken, ja. Wie mit Dendala sagen viele wie so, ja, aber irgendwie es voll coole Stimmung und so, es passt voll gut dem und dieser Situation. Und ja, das ist, glaube ich, mit jeder Musik so, ja. Und wenn jetzt eben du, wenn es dir vielleicht nicht gut geht oder so, dann gehst du Musik machen? Oder gehst du dann eben Musik machen, wenn es dir nicht gut geht? Ja, also, es ist, also wenn ich jetzt so krank bin, also letzte Woche habe ich nicht so, nein, vorletzte ist es, habe ich jetzt nicht so viel Musik gemacht. So. Ja, ich glaube, wenn man Fieber hat, dann ja, das ist wirklich schwierig. Aber was ich viel habe, ist wie so, ja, dass man irgendwie so ein bisschen die Freude irgendwie nicht so hat an etwas oder man fühlt sich irgendwie nicht so gut irgendwie mit sich selber oder generell echt, wo man ist im Leben oder hat man einen schlechten Tag gehabt, was auch immer.
Und dann, wenn ich so meine Gitarre nehme und ich will spielen, irgendwie ein Stück abspielen, dann spiele ich dazu mit. Und dass mich das dann wie so voll so in eine gute, also ja, eine voll gute Laune, so nach dem. So. Also das habe ich noch viel, so, dass ich wie so in den Flow komme vom Spielen und ich wie so ohne Ziel, nicht üben oder so, also wirklich so echt spielen, Musik machen und dass man dann wie so in den Flow kommt und es einem dann so voll hilft so, und man sich dann voll gut fühlt. Ja. Ja, das ist gerade bei vielen Sachen, wo man so weiss, dass es einem gut tut, dann muss man sich manchmal fast zwingen. Also erst dann geht es einem schlecht und dann denke ich mir, nein, jetzt habe ich wirklich keine Lust, Ja. gehen spazieren oder joggen oder eben Musik machen. Und dann muss man sich wie zwingen, um das zu machen und dann merkt man, shit, ja, es hat mir jetzt wirklich gut getan. Ja, es ist halt genau so. Ja, und es ist schon so, ich meine, wenn es schon so lange macht, machst du auch Musik selber? Nein. Ja. Aber wenn es schon, keine Ahnung, es schon jahrelang macht und ich meine, ich habe schon x-tausend Mal zur Musik dazu mitgespielt. So. Es ist jetzt nicht so, dass es wie so eine neue Entdeckung wäre von mir. Und dann ist man wie so ein bisschen, ja, so, okay, jetzt etwas Neues, das habe ich jetzt ja schon viel gemacht. So. Aber dann, ja, immer wenn ich es wieder mache, bin ich wie voll damit bestätigt, so, wow, ich muss es machen und das ist voll cool. So, das bringt es voll. Und wie entstehen dann neue Songs bei dir, wenn wir jetzt gerade da dabei sind? Wie entstehen dann neue Songs bei dir? Spontan oder planst du das? Hey, wow, das ist so ein grosses Thema. Also sehr unterschiedlich. Es kann wirklich so sein, dass wenn ich so in einem Zustand von körperlicher Erschöpfung bin, so Laufen, Velofahren, also zum Beispiel jetzt die letzten 2 Songs, die ich habe geschrieben, die habe ich wie so während dem Velofahren, ich war so auf einer Velotour gewesen, und dann bin ich wie so einen Pass aufgefahren und es hat echt geregnet und es war kalt gewesen, und ich war richtig erschöpft gewesen. Und dann bin ich echt so gewesen, so, ja, irgendwie so in meinem Kopf hat es dann so ein bisschen angefangen zu drehen irgendwie. Dann habe ich mich so ein bisschen gehört, Gitarre spielen im Kopf, dann ist so ein bisschen eine Melodie entstanden und dann am Schluss vom Bass habe ich dann das Stück so in meinem Kopf wie so ready gehabt. Und ja, es ist dann echt wie so im Kopf entstanden und dann habe ich die Gitarre genommen und dann macht man natürlich schon noch Anpassungen und so. Aber ja, das ist mir jetzt letzte ist mir das ein paar Mal passiert. Aber ja, es gibt auch Sachen irgendwie, man sagt, ja, jetzt sollte ich dir mal ein bisschen schreiben und dann sagt man echt so, jetzt schreibst du echt mal irgendetwas. Fange ich mal an, gefällt es mir irgendwie nicht, dann finde ich vielleicht mal eine Bassline, die ich cool finde, nehme die mal auf, dann tue ich wie so um die Bassline noch etwas mehr hinzufügen und so. So recht nach mit dem Aufnehmen ist das dann so. Das ist mir so ein bisschen Experimentieren und dann am Schluss entsteht vielleicht ein Song, der so mit der Grundidee, irgendwie mit der Grundbassline fast gar nicht mehr zu tun hat, aber es ist dann ein cooler Song entstanden, ja. Also es gibt so quasi die 2 verschiedenen Ansätze. Aber wie hast du denn jetzt dort bei dem Bergpass gemacht? Wie hast du dich nachher daran erinnern? Hast du die Melodie schnell aufs Handy gesungen, oder? Hey, nein, lustigerweise, mittlerweile kann ich mir es wirklich echt merken. Also wie so das erste Mal, als das so ist gekommen, habe ich es wirklich auf dem Handy wie so müssen aufnehmen. Aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und mittlerweile ist wie, wenn die Melodie gut ist und wenn es ein guter Song ist, dann weiss ich es dann noch. Und wenn ich also ich habe so nicht mehr gewusst, aber dann bin ich so, ja, das hat jetzt nicht ich entschieden, so, das war nicht ein guter Song gewesen, oder? Aber ja, es ist halt echt immer wieder im Kopf, stellen wir es dann vor, wenn ich es spiele, wie es tönt. Und ja, dann weiss ich es meistens jetzt auch noch, ja. Und woher weisst, dass es nicht vielleicht eine geklaute Melodie, also geklaut oder einfach eine inspirierte Melodie ist oder die Melodie schon gibt? Ich habe das Gefühl, das könnte natürlich noch oft passieren. Also mir gehen natürlich Melodien durch den Kopf, die es wahrscheinlich schon gibt, oder? Ja. Ja, ist die Frage, ist nicht alles ein bisschen geklaut, oder? Ja, aber wenn das dann 1-1 ist, weißt du so. Ja, nein, das ist tatsächlich, also habe ich auch schon viel den Gedanken gehabt, vor allem, wenn es so eine Melodie ist, die wirklich so bleibt, dann bin ich so, irgendwie, die kenne ich von irgendjemandem, so, aber es kommt mir dann nicht in den Sinn, und wenn es nicht in den Sinn kommt und wie so die anderen Bands auch nicht irgendwie erkennen, das ist dann gut für mich, aber ja, mir kommt jetzt gerade ein Beispiel in den Sinn, wo ich auch so eine Bassline hatte, und es ist dann, von welchem Song ist es gewesen?
Irgendwie, es ist glaube ich irgendetwas von Chic oder so. Es tut nach Nile Rodgers. Ja, irgendetwas so. Ja. Ich habe so die Bassline gehabt und gedacht, boah, jetzt habe ich eine krasse Bassline. So nice. Gut, aber gerade bei Basslines ist es extrem schwierig. Ich glaube, es gibt keine neuen Basslines mehr, oder? Ja, voll, ja. Es ist vor allem, wenn man wie auch sagt, so, ja, irgendwie, also gut, es gibt ja, wenn ich jetzt die Bassline hätte genommen, ich hätte verlangsamt und einen Ton anders gemacht, hat sich komplett anders angefühlt und man hat es nicht mehr erkannt, oder? Aber ja, es ist halt die Musik, habe ich so das Gefühl, die ich cool finde und die ich machen will, die gibt es halt auch schon. Also die ist inspiriert von Musik, die es schon lange gibt. Und es ist wie, ja, es haben schon alle wie viel komponiert und veröffentlicht, aufgenommen. Es ist, wenn du wirklich etwas komplett Neues machen willst, habe ich das Gefühl, du musst fast so ein bisschen mit der Technologie irgendwie, mit neuen Technologien arbeiten. So. Ja, und ich meine, heute ist mir noch dem Challenge ausgesetzt, dass es ja noch AI gibt, die dann auch noch mitmischt, wo dann quasi das auch noch genau macht, also alles, was es gibt, nochmal neu aufbereiten, oder? Da muss man gegen die auch noch ankämpfen und dann noch ein bisschen innovativere Musik machen, als was jetzt AI könnte liefern, oder? Also wenn du dann einfach mit einem easy Prompt könntest Musik machen, das, was du jetzt vielleicht gerade geschrieben hast, du musst sagen, shit, da muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, es ist ja genau das. Ich meine, wir können ja wie so sagen, hey, ich mache echt Musik. Oder es gibt wie so viele Idole, die ich habe, sie auch so ein bisschen, ja, sie machen wie so Musik, wo man wieder daheim hört und spielt jetzt vielleicht gar nicht so live so. Irgendwie Skin Shape zum Beispiel, der hat jetzt ja neu erst eine Liveband gemacht, ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber der hat jahrelang echt keine Liveband gehabt und der hat einfach daheim Musik gemacht so, und das auf Spotify geladen und und das ist dann gut, er hat jetzt auch nicht gross irgendwie auf Insta etwas krass und ich finde ihn so cool, aber so mittlerweile bin ich so, das könnte auch echt AI sein, so. Vielleicht ist es schon noch nicht ganz so gut, also Skin Shape, das muss ich jetzt sagen, oder ist sicher noch nicht so gut, dass es wirklich so einen coolen Skin Shape Track kann reproduzieren, aber es ist schon, ich habe das Gefühl, diese Art von Musik, echt wie so, ja, man ist echt daheim, du dich Musik produzieren, ladet es auf. Das wird wie komplett übernommen werden von AI. Vor allem, wenn Spotify und so nicht irgendwie noch ein bisschen Inhalt bietet, was sie überhaupt nicht macht. Ja, ja, wobei ich denke, wenn du innovativ genug bist, dann schafft sich die AI auch nicht, oder? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass nur so, also, oder dass quasi Home Recording nicht genug innovativ sein kann. Das kann ja auch extrem innovativ sein, oder? Ja. Also, und ich meine aber auch umgekehrt Live-Bands, so, hey, wenn jetzt einfach so eine Blues-Rock-Band, das habe ich immer mir schon gefragt, wieso macht jemand irgendwie heutzutage noch Blues-Rock? Ja. Also, und dann ist das einfach kopierbar, auch durch AI, oder? Ja, das stimmt schon. Also es ist wie so, du sagst wie so, AI kann echt wie so kopieren von dem, was schon da ist, aber wie so, wir als Menschen können noch etwas Neues, Innovatives machen, oder? Oder nur einen Twist geben oder so. Eben wie du jetzt, darum jetzt auf das kommen, wir kopieren natürlich auch, wir können ja nicht völlig im Vakuum irgendwie Musik generieren. Ja, voll, man muss ja Musik gehört haben, um irgendwie etwas Neues zu schaffen. Also derjenige, der behauptet, sie hören keine andere Musik, finde ich immer eine schwierige Aussage oder nicht glaubenswürdig. Ja. Und wir machen das ja auch, aber vielleicht einfach noch ein bisschen, also die gute Musik einfach noch ein bisschen innovativer und die mittelmäßig schlechte, die machen es halt auf dem Niveau wie eine AI, oder? Ja. Also jetzt sicher, habe ich auch das Gefühl, aber wer weiß, was noch passiert in den nächsten Jahren, oder? Aber was ich halt auch das Gefühl habe, ist, dass wenn AI etwas wirklich Neues rausbringt und dass es die Leute noch gar nicht so interessiert, so. Oder ich habe so das Gefühl, da fehlt dann so ein bisschen der Personenkult, sage ich jetzt mal. Also ich kenne so das Beispiel jetzt, das neue Justin Bieber Album ist ja da von Dijon oder so. Ja, genau. Sorry, falls ich es falsch habe gesagt. Und Maggie produziert und das ist so voll der Personenkult jetzt um die und der Gitarrensound und so. Und wenn das jetzt AI genau das Gleiche hat gemacht, wirklich
genau gleich, aber wieso hat die Person nicht dahinter wäre gestanden? Ich glaube nicht, dass die Leute das näher so krass hätten gefühlt. Aber ich finde es noch gut, dass du die beiden erwähnst. Ich hätte vorher auch fast erwähnen, die ist noch, weil gerade der Sound ist ja schon sehr eigen und sehr, hat es wie noch nie gegeben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass eine AI auf die Idee würde, solche Sound zu machen, oder? Also so das distortete, skizzenhaft oder aber doch nicht wirklich Skizzen sind. Also ich glaube nicht, dass eine AI auf die Idee würde, so etwas zu machen. Darum, das finde ich gerade ein gutes Beispiel, dass da Menschen dahinter braucht, die so einen Sound plötzlich erschaffen. Ja, voll, ja. Also das habe ich sicher auch das Gefühl, ja. Also Stand heute garantiert, ja. Aber ja, ich meine eben, es ist ja erst am Anfang. Ich finde das so schockierend. Das ist ja jetzt erst ich meine, wie lange gibt es das schon? Ja, 2 Jahre. Also, wann ist ChatGPT? Ich weiß nicht, es ist ja noch nicht so lange her so, und es hat schon eine riesen, und es sind schon die ersten Bands aus Spotify, die okay tönen, so, oder? Wie ist es denn in 5 Jahren so? Ja. Es könnte aber auch passieren, also ich habe zum Beispiel das ChatGPT 5 ist jetzt mal rausgekommen und dann habe ich mal so ein Quiz mit mir machen lassen zu einem Thema und dann hat er mir irgendwie jenste falsche Fragen gestellt, dass es wirklich immer schlechter wird in Sachen erfinden und behaupten, die gar nicht stimmen. Dann habe ich mit jemandem mal darüber geredet und es kann gut sein, dass dann einfach AI anfängt von sich selber an lernen und wenn es mal schon ein bisschen Fehler macht, dann wird es immer schlimmer. Oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Und das könnte vielleicht bei der Musik auch passieren. Wenn es dann anfängt, sich selber, also von anderen AI-Bands sich reproduzieren, dann wird es immer schlimmer und dann wird es plötzlich mal so implodieren oder so. Das ist auch eine Hoffnung von mir. Ja, ne, also es klingt voll plausibel. Ja. Also ich hoffe sehr fest, dass es so ist. Und andererseits, eben, dass wir es gerade vorher angesprochen haben, es gibt natürlich einen Ansporn oder auch ein bisschen Druck an Musiker, ein bisschen innovativer zu sein und nicht jetzt einfach Bluesrock zu machen oder einfach irgendwie Sachen, die es einfach schon gegeben hat. Ich habe immer schon bei Sachen gefunden, wieso machen die so einen Sound, was es schon mal gegeben hat, oder? Also das könnte man jetzt bei dir auch sagen, aber ich finde, jetzt gerade bei den Dala hört man ja schon irgendwie so etwas, was neuzeitlich ist. Ja, voll. Ja, aber also du hast völlig recht. Also das Ganze jetzt so mit diesen AI-Bands und so, es hat bei mir auch ein bisschen etwas in meinem Mindset geändert, so wie dass ich jetzt so mein Musiker-Dasein gestalten. Vorher bin ich mir so ein bisschen, hey, ich finde es auch noch cool zum Aufnehmen und coole Songs schreiben, die nachher releasen. Und jetzt bin ich so, hey, nein, so, ich muss so ein bisschen mehr in die Bereiche auch gehen, wo halt eben AI nicht kann gehen, wie so ein bisschen innovativer, live, so wirklich gut sich etablieren und so. Das hat schon ein bisschen einen Wandel gemacht bei mir, ja. Und was ist dann eben eigentlich so ein bisschen die Idee und die Haltung von den Dala? Also zu was jetzt, zur Musik oder zur AI oder echt so generell? Nein, zur Musik jetzt genau, also einfach so ein bisschen, was deine Idee ist jetzt hinter dem Projekt oder dieser Band. Es ist ja eigentlich eine deine Band, oder? Aber du schaffst mit Musikern zusammen, oder? Ja, schwierige Frage. Es ist noch lustig gefunden im Intro, dass du hast gesagt, wieso man erkennt eine klare Idee dahinter. So. Ich bin froh, dass es so wirkt. Aber ich glaube, so in echt ist es gar nicht so. Also, aber das Projekt, es wandelt sich auch immer wieder. Also eben, es hat damit angefangen, dass ich wie alleine habe produziert, dann zusammen mit Leuten habe produziert. Dann ist mal so, okay, ein Konzert machen, dann mal eine Band zusammengestellt. Dann haben wir ein Album gemacht, dann irgendwie, mal mit dieser Person, so, irgendwie, ist so ein bisschen mein Ding gewesen und ich habe so ein bisschen Leute eingeladen. Und mittlerweile ist es viel mehr wirklich wie so die Band, und es ist eine fixe Besetzung und ich habe eigentlich keine Lust mit Ersatz Leute spielen, falls jemand nicht kann. Und wir nehmen alles zusammen auf jetzt im Studio. Aber ja, musikalisch, ja, was ist die Idee von den Dala? Ich weiss nicht, vielleicht weiss es ja jemand von den Zuhörern. Ich finde es cool, wie die Musik zu machen, und es ist halt wie so Musik, die mir gefällt und die ich so finde, ist cool und braucht es, hat vielleicht jetzt noch nicht viel so. Und ja, darum mache ich das eigentlich so. Ich will jetzt nicht die Welt retten oder so. Ja gut, ich denke, das ist schon ein bisschen eine komische Frage, weil selbst wenn jetzt Kruangbing fragen
Oder die Hermanos Ja. Guterres, die jetzt sehr erfolgreich sind, die wirklich Ja. auch so ein bisschen Plan haben. Wenn die würdest fragen, würde die eigentlich auch keine Antwort können geben, was jetzt genau ihre... Aber man hat das Gefühl von außen, oder es ist eigentlich fast obvious, dass jetzt Kruang Bing einen Plan haben irgendwie, Ja, ja. aber sehr wahrscheinlich können sie den nicht in Wort fassen. oder? Ja, genau, ja. Also Ja. würden sich dir ähnlich unterstellen oder attestieren. Ja, ich glaube, es ist so etwas, was organisch passiert. Also eben, bei Dendala, wir haben wirklich verschiedene Songs so. Also jetzt im neuen Album wird es so ein bisschen einheitlicher, sage ich jetzt mal, weil es wie rein instrumental ist. Aber wie so, jetzt haben wir unseren Katalog gehört, es sind verschiedene Sachen. Und man merkt halt dann so, wenn man spielt live oder wie auch so, was die Fans wie so sagen, man merkt dann so ein bisschen, was es cool ist, was es fängt zum Spielen, irgendwie was die Fans cool finden und dann geht es wie immer mehr so ein bisschen in eine Richtung, oder? Es ist ja schon nicht so, dass man so völlig losgelöst ist von allem anderen und ich wie so, ich mache jetzt echt genau meine Idee, sondern es ist ja immer so wie so ein Austausch, und darum lenkt es dann so ein bisschen in eine Richtung, ja. Aber ja, ich weiss jetzt nicht, was wäre jetzt eine Idee jetzt von Hermanos Gutierrez? Was ist jetzt die Idee von ihnen? Ja, musikalisch ist schwer zu sagen, oder? Aber natürlich visuell und so ist natürlich schon so ein bisschen der Tex-Mex-Groove oder vielleicht so ein bisschen, ja, das ist Tex-Mexiger Groove, so ein bisschen, wie hat der Film von Tarantino geheißen? From Dusk Till Dawn, Ja, so ein bisschen ja, die ja. Welt, oder? Mhm. Eben so eher ein bisschen das Visuelle natürlich. Ah, und ja, dann ja. das vielleicht dann auch umgesetzt irgendwie ins Musikalische. Ja, Also von dem her, ja, eben, es ist wirklich schwer zu sagen, oder? Ja, ja. So ein Sound, was dann wirklich die Idee ist. Und man merkt einfach, es ist irgendetwas wirklich eine Haltung dahinter, wo man dann ja, immer wieder ein bisschen so hört, oder? Wo vielleicht bei gewissen Bands man ein bisschen abhanden kommt und man so ein bisschen findet, das ist ein bisschen Kraut und Rüebli, oder? ja, ja. Ja, voll, ja. Und das macht es natürlich schon aus, oder? Dass man findet, hey, das hat so ein bisschen einen eigenen Sound, oder? Das finde ich jetzt eben gerade bei Dendala recht interessant. Eben, es kommt Ende Jahr kommt noch ein neues Album von dir raus, «Say Hi to the Storks» heisst das. Lustiger Titel. Wie bist du auf den gekommen? Ja, es ist lustig. Jetzt hast du nicht das so nennen, weil ich dachte, «Say Hi to the Storks». Alle haben das Gefühl, ich bekomme irgendwie einen Nachwuchs oder so, der Storch bringt. Aber es ist nicht so. Nein, letztes Jahr bin ich auf einer längeren Reise gewesen und ich habe wie so Songnamen gesammelt. Sag jetzt mal immer, wenn es wie so irgendetwas Prägnantes ist, irgendjemand etwas Prägnantes hat gesagt oder so, habe ich mir das aufgeschrieben. Und ich bin in Spanien gsi, also ich bin am Laufen gsi, durch ganz Spanien. Und es hat wie oben in, was ist so, Castilla oder so, hat es auch noch viele Störche auf den Kirchentürmen und wir haben immer so gesagt, we have to say hi to the storks und das irgendwie noch lustig gefunden, so Hallo zu sagen zu den Störchen. Und ja, so haben das auch aufgeschrieben und das haben auch irgendwie ein cooles Bild gefunden mit diesen Störchen, wo zur Musik passt. So ist das passiert. Also sicher ein prägnanter Titel. Ja, oder? Ja, es ist, aber ich finde es noch schwierig, aber das gehört vielleicht jetzt auch so ein bisschen zur Planlosigkeit dazu, aber wie so Namen, vor allem wenn es instrumentale Musik ist und so, ich finde es noch schwierig, wie so gute Namen zu finden, die dazu passen, die irgendwie eine Bedeutung haben, die wie verknüpft sind zum Song. Und ja, darum habe ich dann wie so angefangen, wie so die coole Titel zu sammeln.
Ja, ich glaube, das ist noch recht schwierig, dass dann nicht so belanglos und banale Titel sind, oder? Also für viele Leute oder viele Musiker haben dann so banale Titel und so. Und gerade bei Instrumentalmusik ist es noch... Ja, ja, ja. Also eben, ich probiere, ich kenne zum Beispiel den einen Song vom neuen Album, der jetzt ja rauskommt, in 2-3 Wochen, glaube ich. Heisst Dajin Mountain. Und Dajin ist wie so ein marokkanischer Kochtopf, der wie so eine dreieckige Form hat. Und wir sind ja, also ich war in Marokko gewesen, und dann hat so dort die Berge und wir haben so gesagt, oh, this is a Dajin Mountain. Und ich habe dann auch dort einen Song geschrieben, in Marokko. Und das war dann klar gewesen, ja, der heisst dann so, weil sie so verbunden ist mit dem Ort, wo ich den Song habe geschrieben habe. Ja, das finde ich noch cool, weil sie wirklich so eine Connection hat und nicht echt wie so, man schreibt einen Song und dann muss man halt irgendwie noch einen Titel haben. So. Ja. Ja, genau, das hast du vorher schon angetönt, dass du beim Velofahren mal auf eine Idee gekommen bist von einer Melodie, eben, wo du dich so inspirieren und eben, du hast erzählt, so verreisen irgendwie und tönt so, als würdest du dich so ein bisschen eben unterwegs inspirieren. Ja, es ist wirklich noch lustig. Der Conan Moccasin hat mal gesagt, so für gute Songs zu schreiben, muss man entweder, also wirklich, es muss einem gar nicht gut gehen, oder man muss so richtig aufgeregt sein und richtig hyped für irgendetwas. Und das stimmt so fest, finde ich. Also jetzt bei mir. Und wenn ich jetzt echt da so ein bisschen in meinem Alltag bin, ohne dass jetzt irgendwie etwas so ein bisschen Aufregendes passiert oder etwas Außergewöhnliches, dann habe ich jetzt gar nicht so das Bedürfnis, irgendetwas zu schreiben oder so. Aber eben, wenn ich irgendwie neu bin und ich finde es voll cool, dann kommen irgendwie die Ideen auch wie so automatisch. Und ich glaube, es ist mein Hirn, tut echt all die Songs, die ich höre, irgendwie zusammenmixen und im richtigen Moment spielt es mir dann irgend so eine Melodie-Idee oder so, irgendeine Bassline, spielt es mir dann so her. Aber ja, es ist schon, ich habe auch Songs gemacht, wo ich wie so klar habe gewusst, ich will einen Song eher in diesem Stil machen, irgendwie so ein bisschen Curtis Mayfield. Ich finde irgendwie ein Schlagzeug-Groove dort noch cool. Ich will so einen Song haben, der so einen Groove hat. Das gibt es natürlich schon auch, wo das dann so machen. Aber ja, ich finde es schon wichtig, wie so, in was für einem Stadium das man sich gibt, befindet. Und wie hat denn das angefangen, dein Songwriting oder deine Songwriting-Karriere? Wow, die hat schon früh angefangen, lustigerweise. Ich habe immer, zu Weihnachten habe ich meinen Verwandten immer eine CD geschenkt. So selber eine CD gebrannt, wo ich Songs drauf aufgenommen habe. Und zuerst sind das wie so... Und wie hast du die aufgenommen? Mein Vater hat so ein Headset-Mikrofon gehabt. So, ja, also ein Headset-Mikrofon. Und das dann mit Audacity. Genau, so ultra basic. Und zuerst waren es halt wie so Songs gewesen, die ich im Gitarrenunterricht habe gespielt und ich wusste, meine Tante findet «Lieber Tango» schön, so. Dann tue ich das so dort noch drauf spielen und dann sind immer wie mehr Songs dazugekommen, die ich halt wie selber so ein bisschen gemacht und zusammengeschnipselt. Und ja, so hat es echt angefangen. Also es ist vor allem auch so ein bisschen das Producing ist echt schon wie so ein bisschen dann gewesen. Also ich habe einfach auch so meine Gitarre wie so runtergestummt, das war nicht der Bass gewesen. Dann habe ich wie so ein gratis Drum-Programm auf dem Computer, wo ich das Schlagzeug habe gemacht und so. Das hat wie alles irgendwie dann angefangen. Ja. Hast du irgendwelche Vorbilder gehabt? Also in der Familie oder Freunden? Also. Hey, also was sicher war, mein erster Gitarrenlehrer, Pierre-Michel Gaudroneo, er hat mir das Zeug gezeigt mit dem Aufnehmen, zum Beispiel die Drum Machine online, die hat er mir gezeigt. Und ich glaube, durch ihn bin ich so ein bisschen das reingekommen. Aber jetzt, er selber hat es nichts gemacht, also er war klassischer Gitarrist gewesen. Er hat jetzt nichts selber irgendwie produziert, aber er hat mir das wie so gezeigt, weil er es auch irgendwie gewusst. Und mir hat es extrem Spass gemacht, ja, so ist es, glaube ich, entstanden. Aber ich glaube, ich hatte jetzt nicht irgendwelche Vorbilder gehabt, so
produktionsmässig so. Also es sind nicht wie Idol, was hast du so gesehen, andere Musiker oder so? Ja, doch. Also ich habe sehr viel so halt Gitarrenspieler. Ja, also ich sage jetzt wirklich extra Gitarrenspieler, weil sie wirklich leider fast nur Männer waren. So von Red Hot Chili Peppers irgendwie, ja, oder Mark Knopfler ist halt ein grosses Ding gewesen, Eric Clapton, B.B. King, so das ganze Blues, Stevie Ray Vaughan, das waren schon meine Stars gewesen, ja. Jimi Hendrix ist auch noch dazugekommen, ja, so ein bisschen, so hat es angefangen, ja. Und bist du dann dort auf alleiniger Flur gewesen, oder hast du Kollegen und Freunde gehabt, die auch so Musik gehört haben? Doch, tatsächlich, ja. Also wir haben auch so ein bisschen Bands gemacht und ja, so, was ist es gewesen? In Sek haben wir dann so eine Band gehabt, Flying Dutchman. Und wo wir so die ähnliche Musik, also gut, dann habe ich dann so ein bisschen, was habe ich denn gehört? System of a Down. Genau, haben wir so ein bisschen solche Sachen gespielt. Haben wir auch ein paar Songs geschrieben, dann schon für die Band. Dann so, ja, alle halbe Jahr mal ein Konzert gehabt, irgendeinem Schuhanlass oder irgendeinem Iraola, so ein bisschen so, ja. Also dann hat das wirklich schon mega früh angefangen bei dir, ja? Ja, es ist wirklich halt irgendwie so mit dem Musikunterricht, ja, darum ist es wirklich etwas Gutes, Musikunterricht. Für die, was Freude macht, ist es sehr, sehr cool, ja. Ja, das ist auch noch eine spannende Frage, halt, du bist ja nachher dann auch an ZHDK und eben, das ist auch so ein bisschen ein, soll ich sagen, ja, die Sput oder so zwischen den Leuten, die finden, gehen dann zu akademisch an Musik an, Leute, die Musikschule besuchen und so, im Gegensatz zu derjenigen, die das halt alles sich selber beigebracht haben. Was sagst du dazu? Ja, es hat, ich sage jetzt nicht, das ist es so, ich sage es, man kann eine Tendenz wahrnehmen. Und ja, also es gibt viele Leute, die halt so in ZHDK waren, wo dann Musik machen, wie so einfach für sich, so halt echt wirklich nur was sie herausfordert und echt was sie interessiert, und das ist dann manchmal halt nicht unbedingt Musik, die ihnen zugänglich ist. Kann schon sein, aber jetzt viel nicht. Und ja, ich habe so ganz klar gewusst immer, das wollte ich nicht so, also ich habe auch schon manchmal so in solchen Bands gespielt, aber ich habe so ein bisschen gemerkt, das wollte ich nicht, und mir gefällt auch echt die Musik, die eben nicht so ist, gefällt mir auch viel zu gut. Und ich habe auch ein bisschen Mühe gehabt, manchmal so in der ZHDK, wenn halt irgend so eine Masterclass war, und dann kommt dann so jemand, der halt extrem mit dem Kopf Musik macht und weniger mit dem Bauch, sage ich jetzt mal. Mit Herz sind sie meistens immer alle dabei, aber wie so, nicht so aus dem Bauch raus. Und das hat mir aber wie gar nichts gesagt, ja. Ja, das war wie so ein bisschen herausfinden gewesen, ja. Aber es ist halt schon, ich muss schon sagen, wenn man das Instrument wie so lernt und wirklich wie so in die Tiefe will gehen, dann ist es extrem interessant, wie so Musik zu spielen, die halt für den Kopf herausfordernd ist und man wirklich technisch muss parat sein und mental auch völligen Fokus muss haben. Das ist halt auch ein krasser Flow-Zustand, wo man wie erreicht, wenn man die Musik spielt, und also das finde ich auch jetzt noch sehr, sehr cool so. Aber es ist wie so ein bisschen etwas anderes, finde ich, ja. Aber was muss ich sich vorstellen, was man zum Beispiel an einer ZHDK dann lernt? Oder lernt man einfach dort nur das perfekte Gitarrenspiel? Oder also, was sind denn verschiedene Fächer oder so? Aha, ja, also es hat wie verschiedene Fächer, ja, also wie so Rhythmik zum Beispiel oder Gehörbildung. Und bei Gehörbildung haben wir uns halt immer getroffen. Und dann hat der Dozent hat ein Stück abgespielt und wir mussten herausfinden, was da gehört sein, nur mit dem Gehör. Und dann so das Musik theoretisch zueinander ins Verhältnis setzen. Was ist jetzt das im Vergleich zu dem? Ist das jetzt die Dominante und so? So ein bisschen das haben wir gehabt. Dann hast du natürlich Einzelunterricht in deinem Hauptinstrument und so. Ja, verschiedene Workshops, wo man mit anderen Studis zusammenspielt. Und dann auch Konzerte hat. Und dann gibt es wie auch so ein bisschen Spezialprogramm,
wie zum Beispiel eben die Masterclasses und dann wird meistens jemand eingeladen, der halt in der Szene ist. Und die kommt dann, die Person, und dann verbringt man wie so einen halben Tag zusammen und macht man irgendetwas, sie erzählen über ihr Arbeiten, eben, wie sie irgendwie ihre Musik machen. Und dann spielt man noch so ein bisschen so, ja, so, und dann muss man auch viel selber, also ich habe immer recht viel selber auch schon gemacht, halt, so für mein Projekt, und was halt echt cool hat gefunden, selber auch Sachen zu machen. Und man kann recht im Master dann recht so verschiedene Module wählen, also ich bin dann auch zum Tonmeister in den Unterricht gegangen und ja, habe viele Producing-Sachen weggenommen. Es ist recht frei nach gegen Schluss. Also habe ich sehr cool gefunden. Also ZHDK, ich kann es schon empfehlen. Hat mir sehr gefallen, ja. Aber, ja, kann man vorstellen, aber nachher, wenn du plötzlich Musiker bist und willst davon leben, dann musst du schon ein bisschen Sprung ins kalte Wasser, oder? Hey, ja, also ganz ehrlich, das ist eine komplette Parallelwelt. Das ist eine riesen Bubble. Und man hat halt wie all die Konzerte von den Workshops und so. Und weißt, alle Studis können schauen und es ist voll die schöne Stimmung. Richtig cool so. Ich habe es geliebt so. Aber es ist so ein bisschen etwas Eigenes für sich. Es hat wie nicht so viel dann wirklich mit dem nachher zu tun. Ausser natürlich all die Connections, die man mitnimmt, all die Skills, alles die Bands, die dort entstehen, das ist natürlich immens, was du für ein Netzwerk hast und es ist sehr cool, aber für mich jetzt persönlich nach dem Studium hat es sich wirklich so angefühlt, als müsste ich jetzt wieder irgendwie so ein bisschen von vor anfangen und ja, es ist halt dann auch mit dem Geld verdienen, ist halt dann schon auch ein grosses Thema, wo die meisten dann nicht so wohl sind nach Studium, sage ich jetzt mal, weil es halt dann schwierig ist mit nur Spielen wie Geld verdienen. Dann willst du aber auch nicht nur unterrichten, so, man muss so ein bisschen einen Weg finden, wie dass man sein Dasein dann aufgleist. Und ja, aber es ist möglich, ja. Würde es noch Sinn machen, wenn man der ZHDK dann auch noch irgendwie Fächer oder Workshops zu diesen Themen anbieten, oder? Also, eben, weiss ich auch nicht, Thema Fördergelder, wie beantragt man Fördergelder, Thema Content Creation, wie tut man sich selber vermarkten, Thema vielleicht auch, wie treibt man Live-Gigs auf und so weiter, oder all das Zeugs, oder wie geht man mit einem Management um und so. Ja, es ist jetzt lustig, fast alles, was du hast gesagt, haben wir wie schon so Modul. Also ich habe schon Musikbusiness, Content Creation hat man gehabt. Ja, und halt wie so Live-Konzert. Also eben, man spielt ja wie so zweimal, also Abschluss von Bachelor und Abschluss von Master, spielt man wie ein Konzert, wo man selber die Songs schreibt und selber auftritt und da bekommt man Feedback. Nein, also man wird schon vorbereitet drauf, so. Aber auch mit guter Vorbereitung, man muss halt gleich irgendwie näher anfangen, wie so von vorne. Man hat dann zwar, also ich habe immenses Wissen gelernt an ZHDK und auch Fundraising war schon noch das Ende. Fundraising haben wir auch ein Modul gehabt, so. Aber ja, schlussendlich ist man halt dann schon mit ZHDK fertig. Man hat immer Gigs gehabt und voll cool gewesen und nicht so viel müssen organisieren und dann plötzlich fängt halt echt das Büro an. Dann bist du halt echt einen Tag in der Woche im Büro machen und am Recherchieren, Booking, ja, es fängt halt dann an und dann muss man dann gering ab und rein, oder? Und wie gehst du jetzt heute mit dem um? Also wie ist so die Aufteilung für dich zwischen Musik machen und eben Büro machen? Was sagst du jetzt zu dem? Wie ist jetzt das für dich so? Ja, also es ist schwierig. Also eben, zuerst mal musst du Geld verdienen, also für mich ist es jetzt zu unterrichten, weil mit dem Dollar verdiene ich rein fast nichts. Und ja, dann bin ich halt am Unterrichten, 3 Tage und ja, dann noch 2 Tage Zeit. Dann mache ich halt, was ansteht. Jetzt war viel Büro, vor allem im Frühling für die Konzerte jetzt. Und als eben Förderantrag haben wir jetzt gleich auch gemacht. Ja, und jetzt echt viel organisieren mit den Gigs, mit dem Release. Ja, das musst du halt dann machen, ja. Bin ja halt mit meinem Laptop. Das klingt richtig
richtig langweilig. Nehme ich meinen Laptop für einen Hockentisch und dann geht's los, ja. Ja, aber das musst du halt echt. Also ich meine, die andere Option ist echt, ich bin echt Gitarrenlehrer und ich schreibe keine Musik und tu nicht, also Musik schreiben kann man ja immer, aber ich tu nichts releasen, ich spiele keine Konzerte. Das ist natürlich die andere Option, kann ich absolut machen, nichts gegen das, wunderbar. So. Es ist wie, ich finde es halt echt cool, wie Musik zu releasen, Live-Konzerte spielen und darum mache ich so. Aber ja, wenn man das nicht will, ist freiwillig, kannst du echt sagen, ja, hör jetzt echt auf. Ja, aber eben, es wäre ja schade für die Welt da draussen, wenn du es nicht würdest machen. Und hast du aber doch irgendwie so eine Hoffnung oder einen Plan, dass dann vielleicht, also jetzt nicht gerade das voll davon könntest leben, aber dass jetzt vielleicht den da halt doch irgendwie ein bisschen Geld würde reinspülen, indem es vielleicht würde ein bisschen international bekannt werden oder so. Ja, natürlich, ja, also die Hoffnung ist absolut da. Man muss halt echt wie so ein bisschen Erwartungen managen, oder? Dass man nicht irgendwie völlig enttäuscht ist, falls es jetzt nicht klappt. Weil, ja, echt wie so der Funke, der alles am Leben behaltet, ist echt wie so die Freude an Musik, wie so die Freude am Songs schreiben, das auch zu teilen mit anderen, die Freude am Live-Spielen. Und wenn man das dann umwandelt in ich mache es nur noch, wenn ich jetzt wirklich finanziell erfolgreich bin, dann hört man auf. Also das machst du dann nicht. Und natürlich, ich plane natürlich schon so, dass die Möglichkeit besteht, dass man Geld damit verdienen kann. Und ja, ich meine, es ist ja schon möglich, wenn die Gagen dann mehr werden, also grösser werden, die Fanbase wächst. Ja, es gibt viele Wege, wie man Geld verdienen kann, Merch und alles, Gagen, das ist absolut möglich, ja. Ja, aber ich glaube, das Gefühl ist halt recht auch im Wandel momentan, so verschiedene Businessmodelle in dem Sinn, wie man mit Musik Geld verdienen kann. Es ist halt nicht mehr einfach so wie früher, wo man dann halt auch wie man ein Label war und dann hat man einfach Musik gemacht und das Label hat dafür gesorgt, Ja. dass das Finanzielle stimmt. Dafür, eben, aber dort hat das Label ist quasi der Gatekeeper gewesen, weil viele Bands halt einfach gesagt, ihr dürft nicht releasen, wir finden euch nicht genug gut und heute kann jeder, wie du gesagt hast, so ein Skin-Shape von daheim aus einfach Sachen auf Spotify aufladen, von denen gibt es ganz viel oder wirklich unzählige ja, und dann stechen halt dann wirklich nur die raus, die wirklich gut sind, oder? Genau, ja. Und wo man dann halt wirklich sich dann muss ein bisschen überlegen, wie werde ich denn bekannt oder wie kann ich das irgendwie ummünzen irgendwie in Geld, oder? Es gibt ja auch derartige, die dann nicht einmal so viele Fans haben, aber die Fans sind so dedicated, dass dann die bereit sind, irgendwie 100, 200 Stutz pro Platte, also für eine Vinylplatte auszugeben und dann brauchst du nicht 100'000 Fans, dann genügen 2000 oder so. Ja, voll. Ich hab gelesen, man braucht 1000 Fans, die euch das Zeug kauft und ein Konzert kommt. Dann kannst du davon leben. Und eben, es sind 1000. Wenn du jetzt denkst, auf Spotify, wie viele Leute das unsere Musik hören, Tag ein, Tag aus, sind mehr als 1000. Aber es ist natürlich nicht, das sind nicht die Fans, die dann wirklich das Zeug kaufen. Die hören es einfach einmal. Vielleicht schaut mal jemand drauf, so, Dendala heisst die Band, aber die meisten nicht. So. Es ist wie, bis zu diesen 1000 zu kommen, ist wie so, das ist schwierig, aber wenn man die 1000 hast, ist schon cool, ja. Und wenn du dann ein Produkt verkaufst, in dem Sinn, wo so die Leute berührt, dass sie einfach bereit sind, Geld dafür auszugeben oder einfach irgendwie Mehrwert dahinter sehen, ja, dann kannst du eigentlich davon leben, wie du jetzt sagst, oder? Aber du kannst natürlich auch Musik machen, wo du Millionen Fans hast, aber die finden das halt einfach so ein bisschen belanglos und sind nicht bereit, Geld dafür auszugeben. Ja, genau, ja. Ja, es ist wie, was ich auch das Gefühl habe, wir brauchen wie so heutzutage, weil halt echt alle, wir können Musik aufladen und so, wir brauchen noch so ein bisschen wie so ein Sprungbrett, sei es jetzt irgendwie, das meine, so das klassische Ding ist so gewesen, in eine Spotify-Playlist, in eine kuratierte von Spotify reinzukommen. Oder irgendwie auf Social Media viral gehen. Also das habe ich so viel gesehen jetzt in den letzten paar Jahren. Halt Bands, die viral gehen auf Social Media und die können das dann irgendwie wie so umwandeln, dass sie wirklich dann so die treuen Fans haben. Aber ich habe das Gefühl, man braucht wie so irgendetwas, so ein Sprungbrett, für dann wirklich die richtige Reichweite zu haben, für das es möglich ist. So.
Aber ja, es ist halt dann auch schwierig, das kannst du halt dann auch nicht planen. So. Ich habe das Gefühl, es ist schon recht näher, Ausdauer. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn du viral gehst und du aber nicht so persönlich bist, dann hilft dir das auch nicht. Oder dann hast du einfach noch mehr vielleicht Leute, die deine Songs hören, aber die zahlen immer noch kein Geld dafür. Weil eben mit Spotify kannst du kein Geld verdienen. Aber wenn du einfach eben nur wenig die 1000 hast und einfach zu denen, die wirklich die Kontakt pflegst, irgendwie quasi mit jedem von diesen 1000 immer mal ein bisschen im Austausch bist oder so, dann fühlen die sich viel mehr zu dir verbunden und dann sind sie vielleicht auch eher bereit, dir mal ein T-Shirt abzukaufen oder eine Platte dir abzukaufen. Oder ich glaube, da könnte auch ein bisschen so ein bisschen der Schlüssel begraben liegen, dass man so ein bisschen mehr versucht, wirklich mit den Fans im Kontakt zu sein. Ja, voll, ja. Ja, das stimmt absolut. Ja, es ist schon, wenn du viral gehst, das ist für, wahrscheinlich so für so 1-2 Jahre, ist das dann auch cool. Aber dann, wenn so das Virale vorbei ist vielleicht dann gar nicht unbedingt besser als vorher, ja. Aber ja, es ist ja so die organische Fangenerierung, sage ich jetzt mal, braucht halt viel länger und viel mehr Zeit, aber ich habe das Gefühl, das ist viel safer und es ist viel mehr der Weg zum Gehen, so, anstatt dass man irgendwie hofft, irgendwie eben, dass man irgendwie über das Internet oder so, ja. Aber ja, dann wiederum, keine Ahnung, ich bin Fan von Marc Rebier, ich weiss nicht, kennst du ihn? Marc Rebier ist einer, hat eine Loopstation, also ein MIDI-Keyboard, wo er wie mit dem Computer Drums und alle Sounds kann drauf tun kann. Und er macht wie so elektronische Tanzmusik live geloopet, alles improvisiert. Und er singt auch noch, er hat wirklich alles improvisiert. Und er hat so angefangen während Covid in seinem Schlafzimmer, dass er gestreamt über YouTube. Und er hat einfach das Zeug echt improvisiert und gestreamt. Und ja, er ist halt dann irgendwie so viral gegangen mit diesen Streams. Und ja, und der ist auch jetzt noch, also der macht jetzt eine riesen Welttournee und ich bin schon an einem Konzert von ihm. Es ist krass, wenn dein Produkt krass ist und du viral gehst, dann, ich meine, ja, ich werde auch in 2 Jahren ins Konzert von ihm gehen und ich finde es krass. So, ich glaube, das, was du hast gesagt, oder wenn du wirklich eine persönliche Musik hast wie so und Persönlichkeit dahinter hast und so, dann werden die Leute dranbleiben. So. Ja, sind wir bei dem Dijon, der hat eben auch so ein Video, das haben wir erst kürzlich gesehen, das er, glaube ich, 2023 bei seinem ersten Album gemacht hat. Hast du das mal gesehen? Mit dem Tisch in der Mitte? Ja, genau, mit dem Tisch in so einem Raum, wo er mit seiner Band spielt und so völlig rar ist das Ganze. Ja, ich meine, das ist ein super Video, wo dann das Ganze auch so, ich meine, das hat ihm extrem geholfen, das Ganze zu promoten. Oder? Ja, und eben, ich meine, es ist ja wirklich eigentlich gute Musik, so, oder? Und wenn es nicht gute Musik ist, die Leute, die das sehen, die sind auch. Ja gut, aber der ist jetzt natürlich Big Time, oder? Also der wird jetzt einfach ein gut leben von der Musik, oder? Das ist eine andere Liga als Dentala, ja, voll. Ja, aber es ist interessant, wie so die verschiedene Wege gibt, wie das die Artists zu Fans kommen, ja. Und wie siehst du denn die Schweizer Musikszene im Generellen, eben, wenn wir jetzt ein bisschen davon haben, viele eben klagen ein bisschen darüber, dass es schwierig ist, davon zu leben und so, aber sie ist ja immer noch sehr lebendig. In den letzten 20 Jahren, also finde ich, ist die Schweizer Musikszene extrem lebendig und abwechslungsreich. Ja, also ich finde es krass, ja, die Schweizer Musikszene finde ich richtig krass. Ich glaube, was so ein das Ding ist, so ein die offiziellen Kanäle, wo man so das Gefühl hat, das ist jetzt die Schweizer Musikszene, die sind manchmal so ein einseitig, habe ich das Gefühl, so ein vom Musikstil her. Aber wie so, ich meine, die Schweizer Musikszene umfasst ja alle, die irgendwie Musik machen in der Schweiz, oder? Und wenn du das anschaust, es ist so lebendig und es gibt so viel Verschiedenes, es gibt so viel auch Konzerte auf Festivals, darum, also das finde ich sehr cool, ja. Aber ja, ich würd jetzt nicht sagen, dass irgendwie das schlecht ist, aber was ich verstehe, ist, wenn jemand so sagt, ja, jetzt so von offiziellen Seiten, wie so, wird man jetzt irgendwie nicht so unterstützt von Schweizer Musikszene. Also, das verstehe ich so, aber ich finde jetzt auch nicht so
tragisch. So. Bist du so ein bisschen im Austausch ich nehme mal an, mit dem Kevin, der Melodiesymphonie, sicherlich, das ist so ein bisschen Ja. Artverwandten, oder? Ja, voll, ja. Ja, wir reden viel über Musik und so, aber ich meine, der Kevin ist schon so einer, er hat mir wie so ein bisschen gesagt, ja, er hat so ein bisschen seinen eigenen Kosmos, so, er fühlt sich jetzt nicht so ein Part wie so von dieser Musikszene, einfach so ein bisschen von dem Offiziellen, ich muss jetzt keine Namen nennen, echt so ein bisschen. Und ja, das ist wie so ein bisschen das, aber ja, braucht man denn das überhaupt heutzutage? Irgendwie braucht man es nicht. Also das finde ich. Gefühl, gut, eben, wie würde man das jetzt unterscheiden, aber die andere Musikszene oder so, die lebt ja recht fest mit Austausch, gerade auch, weil gewisse Musiker halt nicht wirklich nur mit einer Band können irgendwie leben davon, dann spielen sie halt bei jensten anderen Bands, also Leute, die beim Faber spielen natürlich dann auch in anderen Bands und bei der Evelyn Trouble und so, das ist ein regen Austausch. Ja, so. ja, voll, ja. Ich finde, die Musikszene ist sehr im Austausch miteinander. Und Ja, extrem, ja. Also ich meine schon nur, eben, keine Ahnung, unser Bassist, der Elias, er spielt noch bei Okusho, eben mit dem Kevin habe ich auch schon gespielt. Schon nur, wo dass man überall spielt, irgendwie. Es ist wie wenn man so ein bisschen unterwegs ist, sage ich jetzt mal, so, und so ein Konzert geht und so, da lernt man so viele Leute kennen. Keine Ahnung, auch gerade irgendwie bei den GDS-Events, so, es hat so viele coole Leute dort, wo man trifft. Ja, und ich glaube, das ist schon wie so ein bisschen die Stärke von der Schweiz. Man ist auch doch klein, oder? Dann trifft man sich auch so ein bisschen. ich habe das Gefühl, früher war das ein bisschen weniger so gewesen, in der Schweizer Musikszene. Schon. Also ja, ist ein bisschen so das Gefühl, dass dann dort ein bisschen weniger der Austausch stattgefunden hat, dass man eher so ein bisschen gegeneinander war. Ja. Und sich alle ein bisschen zu fest vielleicht aufs Ausland irgendwie abzielt haben, dann so quasi jeder für sich alleine, ich will jetzt im Ausland durchstarten. Und irgendwie hat das aber jetzt ein Change gegeben, dass es ja auch eine Schweizer Musikszene innerhalb von der Schweiz gibt und viele Leute, die dann halt in der Schweiz auch nur, oder viel Schweizer Musik hören, oder? Ja, voll, ja. Ja, das ist voll so, ja. Und ich finde es so cool, viele machen ja auf Mundart, wie, keine Ahnung, so eine OG Florin bin ich grosser Fan. Das finde ich so cool, es ist so nice Musik und das ist echt so Swiss, das ist ja voll Schweizer Musikszene, so. Ja, und früher war es vielleicht auch so ein bisschen, dass man wie gefunden hat, das muss zuerst im Ausland bekannt werden und erst dann ist es gut, weil Schweizer Musik kann ja nicht gut sein. Man dann einmal so ein bisschen, das sagt man vielleicht heute manchmal auch noch so ein bisschen, für einen Schweizer noch gut oder für eine Schweizerin noch gut, oder? Oh, das schudert mich. Ja, ja. Man macht sich, ja, das ist aber bei vielen Sachen so, oder? Also jetzt nicht nur in der Musik, dass man sich als Schweizer halt selber so ein bisschen runtermacht und findet, wir sind halt nicht kompetitiv genug oder wie jetzt ein Engländer oder ein Deutscher oder so. Und dass man dann wie gefunden hat, und Stefan Eichel kann man jetzt gut finden, weil der halt auch im Ausland bekannt ist. Und das hat sich, glaube ich, geändert. Das nehme ich nicht mehr so wahr, ja, das ist schon gut, dass sich das hat geändert. Aber ich kann mir schon vorstellen, wahrscheinlich ist schon früher so ein bisschen Mundart noch so ein bisschen verpönter gewesen, so ein bisschen unter den Coolen, sage ich jetzt mal so, nein, nur Englisch und so. Und das ist jetzt heute überhaupt nicht mehr so, ist man viel mehr so, hey, ich singe echt so, wie ich rede. Ja, ich glaube, in Bern ist es vielleicht noch ein bisschen anders gewesen, weil ja, Mani Matter und so. Ja, ich meine, das hat es ja schon immer gegeben, aber eben, also ich bin schon immer ein grosser Fan von schweizerdeutscher Musik. Und ja, ich finde das auch wichtig, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie komisch, wenn man jetzt schweizerdeutsche Musik macht. So. Ich finde das auch wichtig, ja. Ja, man schränkt sich natürlich halt ein, das ist immer so ein bisschen ein Argument, wie man natürlich, aber man kann ja theoretisch auch, wie glaube ich im Pronto, jetzt im Hip-Hop-Bereich beweisen hat, man kann auch mit schweizerdeutschen Lyrics im Ausland erfolgreich sein, oder? Ja, ich frage mich eben immer, weil ich höre so Musik, wo ich keine Ahnung habe von Sprache. Also wirklich, kann ich so Dinari Wen oder so, Tuaregs, Desert Blues. Ich verstehe ja kein Wort. Und ich finde es so nice. So. Und es ist einfach, ich verstehe nicht. Wieso kann das nicht auch Schweizerdeutsch in einem anderen Land sein? Das Schweizerdeutsch hören und wieso sie, ich verstehe nichts, aber ich finde es richtig cool. So.
Das ist Kann ja wirklich... noch charmant sein, oder? Ich Ja, höre auch voll, japanische Musik und dann fühlt man sich sogar vielleicht noch ein bisschen cool, wenn man jetzt da japanische Musik hört. Ja, genau. Ja, absolut. Das ist genau das Gleiche, ja. Das ist, und ich habe schon das Gefühl, Schweizerdeutsch kann genau gleich sein, auch, ja. Was eben cool fällt natürlich sicher in dem Ganzen auch der Schweizer Hip-Hop, oder? Dass dann plötzlich halt das Mundart immer präsenter war, oder? Also, Ja. und dann halt eben auch noch cool war, oder? Ja. Ja, voll, ja. Wir haben auch schon, oder du oder ihr habt auch schon Songs gemacht mit Lyrics. Aber jetzt auf dem neuen Album hast du gesagt, das ist alles instrumental. Ja, es ist alles instrumental, ja. Aber die alten sind auch auf Schweizerdeutsch gewesen, oder? Es ist so durcheinander. Also ja, schon auch auf Englisch und wie Schweizerdeutsche, wie beides. Ja, es ist wie so zum Schreiben, manchmal, ich höre halt dann viel englische Musik auch. Und ich glaube, wie so durch das, keine Ahnung, wenn du halt immer Radiohead hörst und es ist halt immer das Englisch, dann kommen dir halt manchmal schon so englische Lyrics-Ideen und dann schreibst du halt dann auf Englisch. Bist dann nicht so, nein, ich darf nicht auf Englisch, weil ich bin da ja in der Schweiz. So, und darum entstehen, glaube ich, so beide Sachen. Aber ich glaube, in Zukunft wollte ich schon vor allem wie schweizerdeutsche Sachen schreiben, wenn es mit Lyrics ist. So. Ja, aber du machst schon wieder Sachen mit Lyrics. Ja, voll. Also jetzt der nächste Song, der ist schon sehr alt, den wir werden aufnehmen, darum wird er noch auf Englisch sein. Widersprechen wir jetzt ein bisschen. Und ja, der wird wieder mit Lyrics sein. Aber dann nach dem entweder instrumental oder so mit schweizerdeutschen Lyrics, ja. Ich finde echt den Mix noch cool, dass man wie so, also ich sehe auch den Dala mehr so als instrumentale Band und ab und zu hat es noch so eine Gesangseinlage, die auf Schweizerdeutsch ist. So ein bisschen. Das finde ich echt cool, ja. Wer hat denn jetzt meist gesungen? Ja, jetzt im Studio meistens ich echt gesungen und live tun wir wie, also der Joa singt noch dran, Gitarrist und Farida Perkussionistin, sie singt auch noch, ja, singen meistens zusammen so. Und hast du dann einmal noch an Kollaborationen gedacht oder würdest du mal gerne noch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, wenn wir gerade von der Schweizer Musikszene geredet haben? Also gut, könnte auch international jemand sein, aber hast du so Sachen schon angedenkt? Hey, ja, also im ersten EP haben wir so ein bisschen Kollaborationen gemacht. Und ja, sonst ist es, also halt mit Gesang ist schon nicht cool. Wenn eben so eine OG wäre richtig nice, aber ja, ich weiss nicht, ob er den Dala rappen. Er hat ja übrigens mit der Melodie-Symphonie die Zusammenarbeit hat er auch wieder irgendwo bei einem Radio-Interview gesagt, Ja, dass das habe ich ja wieder vielleicht, wenn er jetzt den Podcast hört. Also, OG, komm, machen wir etwas. Ja, der Ding, bin auch grosser Fan von Tunes, weiss nicht, ob du ihn kennst. Genau, er wird der Plattentaufe mit uns noch ein paar Songs singen, im Mutz. Also am 22. November im Plattentaufe im Mutz. Und wir haben ihn eingeladen als Gast. Ja, mit dem wäre es sicher auch mal cool, einen Song zu machen. Also, es gibt viele coole Leute. Ja. Und international gibt es so eine Traumkollaboration. Oh, ja, so Mac DiMarco fände ich richtig krass. Mac DiMarco. Gut, der geht ja so ein bisschen in die Richtung OG Florin oder so. Ja, voll, ja. Ja, absolut. Wobei das neue Album finde ich ein bisschen sehr weinerlich. Ja, ganz ehrlich, ich habe vor allem noch die Review geschaut vom Fantana. Ja. Und ich habe, glaube ich, 5 Songs gehört oder so. Und ich finde, es hat krasse Songs drauf. Aber es ist schon alles so ein bisschen ähnlich, sage ich jetzt mal, so von diesen Songs, die ich jetzt habe gehört, ja. Aber ich muss ja noch richtig hören, darum sage ich jetzt nicht noch mehr zu dem. Ja, aber ja, mit ihm wäre sicher cool und ich bin wirklich Hardcore-Fan vom Conan Moccasin. Aber ja, der macht jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel Musik, aber ja, also ne, er released schon noch. Er hat ja, warte jetzt, was ist jetzt das schon, er hat released? Es ist, glaube das mit seinem Vater gewesen. Er hat so ein Album mit seinem Vater. Ah gut, das ist, glaube ich, schon 2-3 Jahre her. Er macht schon Sachen, aber er ist halt nicht mehr so wirklich, er spielt nicht mehr live. So, ich glaube, wenn er Lust hat, macht er etwas und so ein bisschen so. Aber ja, von ihm bin ich wirklich
extrem Fan mit ihm, möchte ich gerne mal etwas machen. Ich glaube, es wird richtig gut dann. Wieso macht denn der keine Musik mehr? Es gibt meistens so Leute, die dann so genial sind und dann plötzlich irgendwie so in so eine Blockade reingeraten, oder? Hey, nein, ich glaube, bei ihm ist es wie mehr so, er hat auch das Kind bekommen und ist, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen Papi. So, und Aber ich kenne auch andere Musiker und Musikerinnen, die älter ja, aber, geworden sind. ja, natürlich, ja, nein, das ist jetzt falsch übergekommen, aber ich glaube so, er hat wie echt nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie etwas zu machen. Ich meine, das ist schon so, ist ja wirklich alles freiwillig. Ich meine, wenn ich keine Lust habe, irgendwie ein nächstes Album zu machen, dann mache ich es echt nicht. Es ist ja wie so, Ja, aber ich finde das so, also es ist jetzt interessant, aber also deine Aussage, ich finde trotzdem irgendwie, ich habe mir eben das in letzter Zeit öfters überlegt, bei Musikern, die wirklich genial gewesen sind und dann einfach nichts mehr releasen, das finde ich dann fast ein bisschen eine Frechheit. Also ich finde dann so, also ich muss mir vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken dazu machen, ich finde, der lässt doch lieber etwas aus, was nicht gut ist und dann kann man sagen, okay, der hat es nicht mehr angebracht, aber einfach dann nichts mehr machen, ist irgendwie ein bisschen unfair gegenüber deinen Fans. ja. Ja, was soll ich zu dem Andrew sagen? 3000 ist natürlich dann so ein ganzes Paradebeispiel dafür, wo dann nachher aber etwas macht und einfach genau das Gegenteil, also das Gegenteil ist jetzt sicher Ja. übertrieben, einfach aber komplett nichts mit dem zu tun hat, was man von ihm erwartet hat, weil er so einen grossen Erwartungsdruck hat und das finde ich dann eben auch ein bisschen daneben. Ah, findest du, okay. Ja, ich finde, der hätte jetzt dort schon können versuchen, nochmal irgendwie ein R&B oder Hip-Hop-Album zu machen, statt jetzt einfach was verstehst du mal, ein Flöten-Album zu machen. Hey, ich verstehe das, aber ganz ehrlich, ich finde das Flöte-Album so nice. Ich höre es immer so zum Massieren und so. Es ist so... Ich müsste es wieder mal hören. Ja, nein, es ist wirklich ein krasses Album, finde ich. Aber ich verstehe es natürlich, wenn es so Fans gibt, die so eine gewisse Erwartung haben. Aber ja, man muss sich halt wie fragen, so, ja, wie viel macht man es wie für die Fans, wie viel macht man es für sich selber? Und ich habe das Gefühl, der Conor Moccasin ist jetzt so einer, der hat sicher auch ein bisschen für sich selber gemacht, so, sicher auch für die Fans, aber der hat es echt nice gefunden, das zu machen und ja, ich glaube, darum ist er dann wieder, ja, so, hat er echt aufgehört, so. Aber er ist ja schon halt auch vom Standing, vielleicht jetzt nicht gerade wie ein Andrew 3000, aber doch irgendwie, also in dieser Szene ist er schon auch einer von den ganz Grossen irgendwie und Ja. da sind natürlich schon ganz viele Leute dann irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass da nichts mehr kommt. Ja, das stimmt, ja. Nein, also ich bin natürlich auch enttäuscht, ja. Aber ja, es ist, ich weiss auch nicht, wie es denn bei mir ist in 10 Jahren. Wer weiss so, oder? Es ist ja nicht, ja, ich würde jetzt mal sagen, wenn man halt wirklich damit das Geld verdient und so, sagen wir jetzt mal, Rolling Stones, die sind echt darauf angewiesen, wie die Shows zu machen, dass sie ihren extravaganten Lifestyle können aufrechterhalten so. Und ja, die machen es dann halt auch ein bisschen wegen dem, oder? Aber ich sage jetzt mal, wenn du nie so das grosse Geld hast gemacht und so und vor allem wie so ein bisschen echt aus Eigenantrieb, was wie dir gefällt echt und das geniessest, wie das zu machen. Wenn man es wegen dem hat gemacht, ja, kommt vielleicht schon ein Punkt, wo man dann so sagt, ja, jetzt das habe ich gemacht, jetzt mache ich etwas anderes, sei es jetzt eben das Flötenalbum oder was auch immer. Aber ja, jetzt so andere 3000 hat natürlich schon krass Geld können machen, auch jetzt, wenn er nicht das Flötenalbum hat gemacht. Das bin ich überzeugt. Ja gut, der braucht das wahrscheinlich kein Geld mehr. Also, ja, er wahrscheinlich. hat das eigentlich mit Royalties und so, hat er eigentlich schon immer noch genug Einnahmen. Darum wahrscheinlich hat wegen dem das Flötenalbum gemacht, sonst hätte es wahrscheinlich schon nicht, oder ich weiß nicht. Ja gut, ich glaube, es gibt ja so ein Interview mit dem Rick Rubin, wo er auch darüber erzählt, wie er so eine Blockade hat und der Rick, so? Rick Rubin Ja. versucht ihn dort dann auch noch so ein bisschen zu beraten und sagt, mach doch einfach mal und so und er erzählt dort schon, wie er einfach immer wieder Sachen geschrieben hat und dann gefunden, das ist nicht genug gut. Und das habe ich jetzt auch schon von ein paar Musikern irgendwie gelesen, oder? Ich bin ein grosser Fan von Loose Ends, das ist so eine 80s-Band aus kennst du die? England. Nein. Einer der bekannten ersten Black Acts in England gewesen. Und der hat auch seit, glaube ich, in den 90er Jahren nichts mehr veröffentlicht und aber er erzählt die ganze Zeit, dass er wieder ein neues Album dran ist und es ist schon wieder verworfen und von dem gibt es halt auch nicht, einfach nicht, es ist nicht genug gut und es dann immer wieder verwerfen. Das ist dann schon noch schwierig, oder? Dass man dann,
oder eigentlich gelten ja die eigenen Ansprüche. Man sollte ja nichts veröffentlichen, wo den eigenen Ansprüchen nicht genügen, oder? Also. Ja, das stimmt, ja. Aber meistens ist es ja wieso nicht berechtigt, wieso. Meistens ist man sich ja selber viel kritischer wahrnehmen und so, als wie eigentlich ist. Aber ja, das habe ich nicht gewusst, dass er wirklich so Blockaden hatte. Aber ja, das ist natürlich schon schwierig. Aber ich finde, keine Ahnung, zum Beispiel, der Mac DiMarco ist ja genau gleich sein neues Album. Er hat ja schon ein anderes Album ready gehabt, scheint's. Und er hat gefunden, es ist nicht genug gut und hat wie angefangen, immer wieder neues Zeug aufzunehmen, noch ein bisschen abändern dort und so. Und ich meine, wenn du so in so etwas reinkommst, da ist dann irgendwie gelaufen, dann macht es keinen Spass mehr, oder? Und dann ist es dann extrem schwierig, das irgendwie noch zu Ende zu bringen. Dann hat er auch echt gesagt, er hat echt alles gekübelt und echt von vorne angefangen und das ist jetzt sein neues Album. Ist jetzt das so? Ja, eben, er ist auch so ein, oder? Ich meine, er hat das Kult-Following, oder? Und für ihn ist es eigentlich extrem schwer, irgendetwas zu releasen, was seinen Ansprüchen genügt für den Druck, der auf ihm lastet. Ja, das ist schon verrückt, ja. Dann kannst du froh sein, dass du noch nicht so bekannt bist und noch nicht so ein Kult-Following hast, oder? Aber warte nur ab, wie das neue Album dann einschlägt, oder? Ja. Und darum, ich glaube, wir sind jetzt schon easy eine Stunde am Schwätzen gewesen, oder? Ich nicht. Ich glaube, jetzt eine Stunde so. Hat Spass gemacht. Ja, merci vielmals. Ja, wir können dann wieder mal miteinander machen und reden. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Und eben das Konzert dann Ende November Plattentag. Genau, 22. Wenn 200 Leute kommen, schneiden wir die Haare ab auf der Bühne. Okay, gut. Da komme ich sicher auch schauen. Gut. Hey, hat Spass gemacht. Danke, Andrin. Hey, merci vielmals für die Einladung. Ciao. Das war es mit Helvetica für heute. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen für dich. Vielleicht einen Gedanken, vielleicht auch eine neue Perspektive auf etwas oder einfach ein gutes Gefühl. Wenn dir Helvetica gefällt, ich freue mich über jede Unterstützung. Das machst du, indem du von diesem Podcast weiterverzählst, indem du natürlich den Podcast abonnierst oder wenn du mir ein Feedback schickst per Mail oder per DM. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen, sobald sich ein neues Gespräch ergeben hat. Also, stay tuned. Aber brauchen wir Kopfhörer? Ja, ich finde es meistens gut. Sicher gerne Kopfhörer. Ja, okay. Musst nicht. Aber ja, doch, schon gut. Dann hörst du dich dann meist, ob du zu weit weg bist oder ja. nicht. So. Aha. Aber willst du nur schauen, dass du ein bisschen näher angehst, dass eigentlich fast so ein bisschen das Ding... Aha, wie so ein bisschen, ja, okay. Fast ein bisschen von der Nase. Vielleicht kannst du das Mikrofon noch ein bisschen, oder den Pop-Up ein bisschen weiter vorne nehmen. Ah, ist das so. Warte mal, ist das ein bisschen am Abstürzen dort? Ja, ich check's nicht ganz. Das ist ein krasses Eingericht. Oh, jetzt ist da irgendwie runter. Ja. Und diese hebt nicht zu teilen.